Moin zusammen, ich bin's wieder, der Harm, und heute spiele ich wieder Obduction. Ja, ich stehe jetzt immer noch vor dem Zaun hier und hier geht's da zur anderen Seite. Da ist irgendein Raum. Vielleicht ist das sogar das Büro. Warte mal, ich hab... Ist das nur so eine dumme Idee? Warte mal, nee, was war das? War das 1436? 1436. Sechs drei vier eins. Nee, das wäre ja zu einfach gewesen. Sechs drei vier eins. Da ist was passiert. Oh Gott. Macht sich das doppelt zahlt, dass ich die anderen Spiele gespielt habe? Gut. Hier wohnt ein Pianist. Ah, hier, das Batterie. Shop. CWs. Das ist das Wasser, Wasserfall. Plateau. Das ist die Karte. Hier. Das muss ich mal abzeichnen. Nee, besser, ich mache ein Foto.
Das könnte nämlich bei diesem obszönen Roboter da. Seht ihr das? Diesen Strich 1. Aber ich weiß nicht, was das bedeuten soll dann. Aber ich mache das einfach mal. Ich zeige... Ach nee, ich habe ja ein Foto gemacht. Noch ein Buch. Kommunikation, Gespräch mit unserem Nachbarn. Hier in Hunrad gibt es viele verschiedene Sprachen und doch setzen wir es als selbstverständlich voraus, dass die Kommunikation funktioniert. Doch wenn man plötzlich Kontakt zu einer anderen intelligenten Spezies hat, mit der man weder Kultur und Geschichte noch DNA und Stimmbänder teilt, Stimmbänder, ja, muss man sich wirklich extrem anstrengen, um selbst das einfachste Gespräch in Gang zu bringen. Dieser kurze Überblick soll grundlegende Informationen dazu geben, was bei einer Kommunikation mit unserem Nachbarn zu erwarten ist. Die Mofang waren die ersten nicht-menschlichen Wesen, die wir getroffen haben. Da ihr Stimmapparat zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit dem unsrigen hat, gelang es ihnen recht schnell, menschliche Wörter nachzusprechen. Die ersten Nachahmungsversuche waren die Grundlage für den Namen, den wir ihnen schließlich gaben. Obwohl sie in der Lage waren, einzelne Wörter und einfache Phrasen nachzusprechen, wurde im Verlauf der Jahre deutlich, dass die Schwierigkeiten aufgrund extrem unterschiedlicher Grammatiken nicht so leicht zu bewältigen sind. Manche waren davon überzeugt, dass die Schwierigkeiten besonders dadurch hervorgerufen wurden, dass die Mofang darauf bestanden, alle menschlichen Sprachen zu lernen. Das führte dazu, dass sie keine der verschiedenen grammatikalischen Strukturen wirklich erfassen konnten. Doch trotz der sehr rudimentär aufgebauten Sätze ist uns die Kommunikation sehr leicht gefallen. So war es für uns, abgesehen von ein paar einfachen Phrasen und Namen, nicht erforderlich, ihre Sprache zu lernen. Wer mehr über die Kommunikation mit dem Mofang erfahren möchte, setzt sich am besten mit Tam in Verbindung. Feline. Feline oder Feline? Die Feline wurden zu einer besonderen Herausforderung, was die Kommunikation betrifft. Bisher konnten wir es uns nur so erklären, dass sie die Leute mit Hilfe zweier rohrblattähnlicher Strukturen beidseitig im Kopfinnern produzieren. Die erzeugten Vibrationen werden in Resonanzräume in ihren Schädeln geleitet, wo sie in einem komplexen Mehrfrequenzton niedriger Frequenz umgewandelt werden. Diese Niedrigfrequenzen, bitonalen Laute sind für Menschen nicht nur schwer verständlich, sondern wir sind darüber hinaus auch nicht in der Lage, sie nachzuahmen. Zudem hören die Feline in erster Linie Niedrigfrequenztöne, sodass sie den größten Teil der menschlichen Lautäußerungen gar nicht wahrnehmen können. Aus diesem Grund sind wir, was die Kommunikation mit den Feline betrifft, von den Möglichkeiten der Technik abhängig. Die Feline haben Konsolen, die sie per Vokalisierung steuern, so angepasst, dass sie auch von anderen Spezies verwendet werden können. Im Laufe der Jahre haben einige Individuen fremder Spezies, darunter auch einige Menschen, gelernt, diese Methode sehr effektiv zu nutzen. Darüber hinaus ist es den meisten Menschen gelungen, mit der Zeit einige hörfrequenten Merkmale bestimmter Schlüsselwörter der Feline zu erkennen. Obwohl wir nicht so mit ihnen sprechen können,
dass sie uns verstehen, können wir diese Wörter gelegentlich heraushören und erkennen, falls sie von den Feline sehr deutlich betont werden. Wer mehr über die Kommunikation mit den Feline oder wie auch immer die heißen, erfahren möchte, setzt sich am besten mit Vito in Verbindung. Arai. Oder Awai? Ist das ein Er oder was? In keiner der Phasen der Morphologie der Awai sind Systeme zur Vokalisierung zu erkennen, da das Pulsieren der Cirripedia offensichtlich synchron stattfindet und da die Bauern sich um die Bedürfnisse der Polyarchen kümmern, ging man davon aus, dass die Mitglieder der Spezies auf effektive Weise miteinander kommunizieren. Als Farley sehr viel Zeit im Wohnzimmer der Polyarchen verbrachte, konnte er die ersten Merkmale dieser Kommunikation herausfinden. Nachdem Farley lange Monate mit Forschung und Experimenten verbracht hatte, stellten sich kleine Erfolge beim Empfang einfacher Arten von Nachrichten ein, die die Polyarchen ansetzen. Inzwischen ist uns bewusst, dass man auch die Polyarchen die gesamte Zeit zu kommunizieren versuchen. Sie experimentierten mit verschiedenen Kanälen, bis sie eine Antwort von Farley erhielten. Nach diesem Durchbruch gelang es auch anderen, sich mit den Polyarchen einzustimmen und ihnen zuzuhören. Sowohl die Polyarchen als auch die Bauern verfügten über ein einfaches Organ, das die Sprachfrequenz von Menschen erfassen kann. Diese versetzt sie in die Lage, einfache Antworten von Menschen zu verstehen. Im Laufe der Zeit hat Farley sogar gelernt, mit den Polyarchen mit Hilfe einer ähnlichen Form außersinnlicher Übertragung zu sprechen. Wer mehr über die Kommunikation... Ja, Gott. Oh Mann, das ist ja mal was zu lesen hier. Was ist denn da drin? Sameninformation. Das ist das Ding ganz zu Anfang, was wir im ersten Teil gesehen haben. Das ist hier Folge 1. Oh Gott, muss ich das alles lesen? Nein. Ich will gucken. Aha. Das mache ich anders. Wenn ich das irgendwas mit Samen. So. Machst du das Ding? Speziesprogramm. Aber das muss ich doch nicht alles lesen, oder? Nein, das Foto kann ich auch wieder wegschmeißen. Die gesamte Also ich glaube nicht, dass das alles wichtig ist. Aber nein.
Ja, das wollte ich behalten. So, weiter geht's. Diese 15, die 15 kann das wohl sein. Das male ich mal auf dem einen Gerät nach. So, und was haben wir hier? Da ist was eingekreist. Warte mal. Oh. Aha. Kann man den... Welcome. Da passt... Hat das was zu sagen? Ich weiß auch nicht. Oder war da was dahinter? Nee, ne? Oh! Ach nee. Willkommen in unseren... Ja. Vielleicht kann ich ja hier irgendwann mal was mit anfangen.
Was haben wir hier? Erde. So, ja. Herzlich willkommen für Herz verbunden öffentlich. Jetzt, da ist das Baum, da ist der Baum. 4. Baum aus Samen, Erde. Was passierte bei Ausreifung? Wohin tauschen? Nach Hause? Waren vielleicht tot? Mehr Samenware. Im gesamten Universum verstreut. Warum verstreuen sie sich? 4 Spezies treffen aufeinander. Herzüberlagerung. Aha, Kinder gab's hier auch. Oh, hier, Teddy. Oh. Ein Kassettenrekorder, sowas hatte ich früher auch mal. Moving everybody out. CW will stay here. Warte mal, kann man den ganz zurückspulen? So. Well, I feel like I should say something. We haven't heard from Shavar. So, well, should we assume that Shavar, well, that the attack is inevitable? We just don't know when. So, Shavar and her family, and others she trusts, I guess, well, they'll arrive when they can, without giving, like covertly. So the plan will happen, in spite of our we're locking down as much as possible here and moving everybody out. CW will stay here, and I'll go to Murray at the last possible moment. Most are gone. There's just a few left here now. The mayor got out early. I don't even know why I'm recording this. It's like somehow we'll live on or something. I guess this has meaning if someone listens, but who? A new one? A new arriver. Oh, God, the kiosk out front. I need to update that message. Ein Kiosk, ein Neuankömmling. Also der Neuankömmling könnte ich ja wohl sein, wa? Das war's.
Der Bürgermeister ist wohl das erste abgehauen, wa? Ja, so. Ich glaube, hier machen wir erstmal einen Schnitt, sonst wird mir die Folge zu lang. Und wenn ihr wissen wollt, was macht Ham als nächstes oder oh, Ham, was hast du da denn wieder gemacht, dann schaut doch einfach den nächsten Teil an, wenn ich wieder Obduction spiele. Bis dahin, winke. Oh, wir können wohl noch im gucken, wo es hier rausgeht. Ja, okay. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Winke.